Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Taktikfuchs. Leute, mein Tipp, meine Aufstellung gegen Bayern 04 Leverkusen im DFB-Pokal. Ja, bevor ich ein bisschen was zum Spiel sage und meinen Tipp rausballer und dann in die Aufstellung gehe, wie immer der Hinweis. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst gerne ein Abo da. Ist völlig kostenlos auf YouTube und ihr unterstützt damit einfach, was ich hier so tue. Gut, mein Tipp ist 5:4 nach Elfmeterschießen. Ich gehe von einer engen Kiste aus. Ich gehe von der ersten Halbzeit aus, wo wir werden auch einen gewissen Respekt haben, glaube ich, erst recht bedingt durch die Ausfälle. Unsere Mittelfeldzentrale, zumindest wenn die üblichen Verdächtigen da auflaufen werden, ist nicht schnell genug, um Leverkusen da auch nur ansatzweise in Bedrängnis zu bringen. Von daher wird man ein bisschen defensiver agieren. Ich denke, Leverkusen wird sich ein bisschen mehr zutrauen. Auch Leverkusen wird natürlich wissen, dass Harry Kane ein Ausfall ist, der wehtut. Allerdings werden sie natürlich auch wissen, dass ein Jamal Musiala sehr gut drauf ist, was das Tore-Schießen anbelangt. Ja, wichtig oder interessant wird halt zu sehen sein, wer vorne auflaufen wird für Harry Kane. Ja, ich hoffe einfach, dass wir weiterkommen. Wie ist mir am Ende egal. Ja, das ist auf jeden Fall mein Tipp. Ich denke, es wird ein langer Abend werden mit Elfmeterschießen. Ich hoffe es natürlich nicht. Wegen mir gerne. Ist mir völlig Wurst. Ein dreckiges 1:0, dreckiges 2:1. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich denke, es kann alles werden. Es kann das werden, was ich gerade skizziere. Ja, dass es eher ein bisschen abwartendes Spiel ist. Es kann aber auch sein, dass beide direkt Feuer frei machen und dann wird es ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, wir werden sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und ja, mein Tipp ist, dass wir nach Elfmeterschießen weiterkommen. Gut, damit gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ich hätte jetzt wieder gesagt, Neuer und Kane sind klar. Ja. Gut. Dafür ist natürlich Neuer klar, unsere Innenverteidigung ist klar. Ich denke, das ist kaum zu glauben, dass man das nach den ersten 5 Spieltagen, die wir gesehen haben, mittlerweile sagen kann, sind die Positionen, die uns am wenigsten Kopfschmerzen bereiten. No. Gut. Wir werden natürlich nicht um Davis rumkommen, vor allen Dingen Vertragsverlängerung, bla, Sülz, spielt alles rein, sehen wir selber. Er wird auf jeden Fall spielen, ist gegen Leverkusen auch nicht verkehrt, da werden wir ein bisschen Geschwindigkeit brauchen. Wo wir schon im Hinspiel gesehen, oder was heißt im Hinspiel, im Spiel in der Bundesliga gesehen haben. Also Davis wird ein schweres Spiel vor sich haben. Er kommt mit dribbelstarken Spielern sehr schlecht klar. Bin ich sehr gespannt. Rechter Verteidiger, sage ich euch knallhart, ich würde einen Boe reinbringen. Ja, also defensiv schlechter, wie es ein Conny Leimer macht, kann er es nicht machen. Ja. Alternative wäre natürlich Guerrero. Wobei der natürlich auch eher eine Alternative für die linke Seite wäre oder sogar für die Achterposition. Ich würde einen Boe reinwerfen. Er scheint fit zu sein, hat mir gut gefallen. Ja. Ja. Gut, Mittelfeldzentrale. Kimmich ist klar, kommen wir natürlich gar nicht drum herum. Ja, bei mir brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Conny Leimer würde natürlich auf der 8 spielen. Ja, sorry, Leon. Ist nicht so, dass Leon jetzt super schlecht war oder sonst was. Aber wir haben gesehen, dass einfach unsere Mittelfeldzentrale super lahmarschig ist. Ja? Und ich glaube, das kannst du dir gegen Leverkusen nicht erlauben. Ja, du wirst die Leverkusener, je nachdem, wie sie agieren werden, ans Laufen kriegen müssen, hinten. Und das heißt, du brauchst auch ein bisschen Speed. Ja? Und wenn wir die starken 10 von Conny Leimer gesehen haben gegen Dortmund, war es, wenn er mal in der Mitte war. Ja? Von daher, für mich, Conny Leimer ist für mich einfach ein zentraler Mittelfeldspieler und das auf einer offensiveren Position, nicht auf der 6, sondern auf der 8. Da kann er seine Stärken ausspielen. Er hat einen guten Pass, er hat auch einen ordentlichen Schuss. Hat er schon in Leipzig gezeigt. Wir brauchen es gar nicht verargumentieren. Guckt euch einfach seine Leistung in Leipzig an. Das war in der Zentrale und nicht als rechter Verteidiger. Feierabend. Ja, er hat da mal ausgeholfen, das weiß ich, alles ist gut. Für mich wäre er Goretzka. Ja, das muss ich einfach so sagen. Es reicht schon, dass wir Kimmich da haben, der super lahmarschig ist im Spielaufbau. Da kannst du nicht noch die 1:1 Kopie, wenn es um Spielaufbau geht, mit dem Goretzka nehmen. Ja, Goretzka ist dann der mal mit Zug auch mal 20, 30 Meter gehen kann mit dem Ball. Vollkommen richtig.
Aber auch das kann Conny Leimer. Ja? Und Conny Leimer kann noch ein bisschen mehr, wie es ein Leon kann, was das anbelangt. Allein was das Gegenpressing anbelangt. Also, ja. Und wenn wir auf unsere Stärken schauen wollen und wieder mal dahin kommen wollen, dass wir mal wieder Gegenpressing spielen, was gegen Dortmund gerade erste Halbzeit Katastrophe war, ja, weil da keiner richtig irgendwie mitgemacht hat. Ja, Conny Leimer Pflicht in meinen Augen. Gut, die rechte Seite ist genauso Pflicht ein Michael, Alter. Also ich weiß nicht, wie man das nur ansatzweise anders sehen kann. Ich weiß nicht, wie der Trainer da jedes Mal einen Leroy da hinstellen kann. Ey, das ist eine Katastrophe. Ich kann es auch nicht mehr sehen. Wenn das wieder passiert, dann weiß ich es auch nicht mehr. Ja, dann, keine Ahnung. Da muss man sich auch nicht wundern am Ende des Tages. Ja, ganz einfach. Michael, rechte Seite, immer gefährlich. Ja. Ich meine, wir haben es gegen Dortmund gesehen. War dann der Spieler, der die Flanke geschlagen hat. Ja. Hast du das vorher mal gesehen, eine Flanke von Leroy Sané? Nee, weil der immer einen und denselben Move macht, nach innen zieht, aber nicht die Qualität hat, wie es dann Robben hatte. Er hätte das vielleicht gerne, ja, hatte er aber nicht. Ja, wenn ein da hingezogen ist, wusstest du, wow, der Ball kommt wenigstens aufs Tor. Ja. Aber wir müssen jetzt hier nicht über Leroy reden. Also, rechte Seite Michael, ohne Wenn und Aber. Na? Linke Seite King. Gnabry ist noch nicht fit. Tell, Katastrophe. Brauchen wir auch nicht drüber reden. Seine Chance absolut nicht genutzt. Mitte natürlich Jamal Musiala, gar keine Frage. Ja, und vorne der Altmeister Thomas Müller. Ja, und das auch ohne Wenn und Aber. Fertig. Ja, Thomas Müller ist kein Strafraumstürmer, war er nie. Er kann das, er steht mal in der richtigen Position. Er wird super schwer haben. Er hat es, wenn er alleiniger Stürmer war, immer super schwer gehabt, weil er nicht damit klarkommt, wenn er auch von den Innenverteidigern zugedeckt wird. Aber was wäre die Alternative? Die Alternative wäre Mathys Tell, der gerade so viel Selbstvertrauen hat wie ein Stock, Alter. Aufgrund seiner Leistung, was auch völlig verständlich ist. Ich bin sehr gespannt. Ja, vielleicht wird er uns überraschen, vielleicht wird er einen Gnabry hinstellen, vielleicht wird er auch einen Michael da hinstellen, dass wir ohne echten Stürmer spielen, dass wir sehr variabel vorne sind. Aber auch Müller ist kein echter Stürmer. Auch mit Müller sind wir variabel, wenn er sich fallen lässt. Und die Frage ist, inwieweit Müller noch in dieses System passt. Ja, das ist, aber Tell war auch wie ein Fremdkörper. Ja, also weiß ich nicht. Schwer zu sagen. Ich denke, wird ein bisschen vom Trainingseindruck abhängen, wo wir keinen Einblick drauf haben. I don't know, vielleicht spielt sogar ein lieber Sané da vorne und überrascht uns mal. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich den Chancentod sehe, kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Aber gut, wer weiß. Na? Natürlich können wir hier noch die Alternativen eintragen. Wir haben Leon für die Zentrale, gar keine Frage. Wir haben links einen Zerc, sofern er spielen kann, ist Abschlusstraining, ist er noch. Rechte Seite haben wir natürlich einen Leroy Sané, der für mich nicht wirklich eine Alternative aktuell ist. Anderes Thema. Vorne haben wir natürlich Mathys Tell. Wer weiß, vielleicht hat er einen guten Tag. Vielleicht kriegt er auch seine Chance von Anfang an. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass man Thomas Müller auch so jetzt vom Kopf schlagen wird und ihn nicht aufstellen wird, wenn Harry Kane verletzt ist. Ja, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ist auch völlig fein. Ja? Wie gesagt, ich würde auch einen Thomas Müller den Vorzug geben vor Mathys Tell. Mathys Tell fehlt einfach die Lockerheit. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt. Vielleicht sollte er einfach mal seinen komischen Verband da ablegen und seinen Aberglaube ablegen und mal so langsam an seine eigene Stärke denken. Er hatte diese Saison viele Chancen, die er nicht genutzt hat, muss man knallhart so sagen. Und gegen Dortmund war eine Riesenchance. Wenn die Leistung nur ansatzweise befriedigend gewesen wäre, hätte man gesagt, jo, alles klar, du bist jetzt, Harry Kane ist ausgefallen, du bist die Nummer 1 jetzt auf der Posi. Ja. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht schenkt Kompanie mir trotzdem das Vertrauen. Ja. Hat ja auch an Upa und Kim und auch an Koman lange festgehalten, die mal durch ein Tal gegangen sind. Wer weiß. Ja. Schwer zu sagen. Vielleicht tut das, vielleicht ist es dann genau das Richtige. Wir werden sehen, wohin die Reise geht. Das wäre auf jeden Fall meine Umstellung. Ja. Tipp habe ich schon gesagt. Ich denke, es wird ein enges Spiel, aber es kann auch ja, keine Ahnung, ich traue dieser Mannschaft gerade nicht zu sagen,
boah, wir dominieren jetzt nochmal so, wie wir das Hinspiel dominiert haben gegen Leverkusen. Ich glaube, diese Stärke haben wir gerade nicht. Ja? Diese Stärke hat man sich ein bisschen genommen, meiner Meinung nach, indem man viele komische Sachen gemacht hat, die letzten Spiele. Wie gesagt, warum da die ganze Zeit ein Leroy rumrennen darf, warum da die ganze Zeit ein Conny Leimer als Rechtsverteidiger rumgerannt ist, warum man jetzt einen Goretzka da in die Mitte auf die 8 stellt, geht alles in meine Birne nicht rein. Aber muss auch nicht. Am Ende des Tages gibt der Erfolg dem Trainer recht. Ein 1:1 in Dortmund ist auch ein Erfolg, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auch wenn die Art und Weise erste Halbzeit eine Katastrophe war. Das wäre meine Aufstellung. Ich gehe nicht davon aus, dass die so kommen wird. Schon gar nicht Conny Leimer, da wird wieder ein Leon Goretzka rumrennen. Aber wer weiß. Wer weiß. Vielleicht überrascht uns ja auch Vincent Kompany. Leute, in diesem Sinne wünsche ich uns allen natürlich ein schönes Spiel. Es zählt nur das Ergebnis. Am Ende ist es wurscht, ob es ein schönes Spiel ist. Solange wir weiterkommen, ist alles fein. Mein Tipp ist, wir kommen im Elfmeterschießen weiter. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so kommt, dass wir vorher weiterkommen. Aber ja, schauen wir mal. Rot-weiße Grüße, Leute. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf den Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.